Gedankenanstoß und Inspiration. Trinität. Ein grosser Philosoph hat einmal gesagt, aus der Trinitätslehre können wir schlechterdings nichts für die moralische Lebensführung gewinnen. Wie falsch er doch gelegen ist. Es ist gerade umgekehrt. Aus der Trinität lässt sich quasi alles für das gewinnen. Recht hat der Philosoph gleich ein bisschen gehabt. Eine Spekulation über einen dreieinigen Gott ist sehr schnell ein abstraktes Rechenspiel, das eigentlich nicht aufgeht. 1 und 3 gleichzeitig ist mathematisch falsch. Und auch die Trinitätslehre ändert an dem nichts. Gut, dass es in der Trinitätslehre nicht um Mathematik geht. Aber um was geht es denn in dieser Lehre? Das wollen wir jetzt kurz anschauen. Gott ist von aller Ewigkeit her der dreieinige Gott. Bekannt wird es aber erst, als eine Gruppe von Juden damit anfängt, einen hingerichteten Verbrecher als ihren wahren Herr und Messias anzubeten. In genau dem Moment, wo die Jünger bekennen, dass Jesus vom Tod auferstanden und ihr Herr und Gott ist, wird die Trinitätslehre offenbar. Wie ist es zu dem gekommen? Die Frage ist, wer kann wahrhaft erlösen? Klar, Gott und nur Gott. Wenn also ein Mensch wie Jesus uns erlöst, dann kann er das nur, weil er Gott ist. Jesus ist darum unser Erlöser, weil er nicht ein besonderer Wanderprophet ist, sondern das menschgewordene Wort von Gott. Der Mensch Jesus ist unser Erlöser, weil er ganz Gott ist. Kurz, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Mit dem sind wir beim Grundbaustein der Trinitätslehre angekommen. Ganz offensichtlich wäre es absurd, wenn man meinen würde, Jesus sei Gott in seiner Unendlichkeit und Ewigkeit. Auch wenn Gott Mensch und mit dem endlich ist geworden, bleibt Gott ewig. Also Gott wird Mensch und bleibt Gott, beides gleichzeitig. Der Gott, der Mensch ist geworden, nennen wir Jesus. Und der Gott, der im Himmel ist, nennen wir Vater. Biblisch, der Gottsohn Jesus betet zu Gott Vater. Weil man in der Bibel auch immer wieder einen wirkenden und tätigen Heiligen Geist findet, hat man schon früh angefangen darüber nachzudenken, dass es nicht nur Gott Vater, Gott Sohn gibt, sondern Vater, Sohn und Geist und die alle zusammen angebetet werden. Alle drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind der eine Gott. Gott ist Gott über uns, der Vater. Gott neben uns, der Sohn, und Gott in uns, der Geist, der dreieinige Gott. Ja, und was hat jetzt das alles mit einer moralischen Lebensführung zu tun? Quasi alles. Weil der dreieinige Gott ist ein Gott, der nicht für sich hat bleiben wollte, sondern die ganze Welt in Existenz hat gerufen. Der Vater erschafft die Welt durch sein Wort im Geist. Er ist auch ein Gott, der der Welt nicht fern geblieben ist, sondern sich so sehr erniedrigt hat, dass er in die Welt als einer von uns ist eingegangen und noch mehr sich am Kreuz für uns hat hergegeben. Der Sohn offenbart der Vater im Heiligen Geist. Er ist aber auch ein Gott, der in dieser Welt trotz aller Ablehnung von der Menschheit weiter tätig ist, bis die Welt zu ihrer Vollendung kommt. Der Heilige Geist wirkt in und durch uns, um den Schöpfungsplan vom Vater und der Lösung vom Sohn zu verwirklichen. Die Bibel hat dem Wirken von Gott einen Namen gegeben. Liebe, und zwar verstanden als Selbsthingabe für einen anderen. Insofern ist die Trinitätslehre die Grundlage für jegliche moralische Lebensführung. Lieb Gott und der Nächste wie dich selber. Und genau so wirst du Gottes Schöpfungsabsicht verwirklichen. Wie wäre wohl die Welt, wenn man ein bisschen trinitarischer leben würde?